Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Shalom Aleichem, teure Freund und Liebhabers von Jiddisch. Da redt lieber Esel Gritz von dem Bostoner Arbeiterin. Wir wollen haben ein wunderliches Konzert von unser jüdischen Chor A Bessere Welt mit speziellen Gast Daniel Kahn. Der Konzert wird vorkommen dem 10. Juni, sei ponem el ponem, sei durch der Internet. Man kann finden die Protem bei circleboston.org. Noch einmal circleboston.org. Seid mir alle gesund und stark. Da ist mein Gast. Könnt ihr geben meinen Namen? Daniel Galay. Und wie wollt ihr sich allein beschreiben? Was ist eure Rolle auf der jüdischen Gas da in Israel? Gut, ich bin ein Kompositor und ein Schreiber, was schreibt Baker Dramaturgie, also gibt Bücher auf dem Gebiet. Und ich bin ein Aktivist für Jiddisch seit die 80er Jahren. Ich streiche unter ein Aktivist im Sinne, also ich bin nicht ein bezahlter Mensch, alle wollten gewinnen eine Sache. Ich tue es daneben mein Fach, was ist Musik. Mein Parnasse ist damit gewinnen Musik. Und ein Aktivist bin ich geboren, weil ich verstanden, als man darf unsere Kultur Jerusche übergeben zu den jüngeren Deures und man tut es bechlall nicht. Ja? Aber ich angeheben zu sein aktiv auf dem Gebiet in die 80er Jahren von vorigen Jahrhundert. Gut, für ein bisschen Hintergrund, für die, was wissen nicht, sagt ein bisschen auf Infos wegen euer Hintergrund. Wo seid ihr geboren geworden, von wann habt ihr gestammt, hatte Mama, wie so seid ihr gekommen in Israel? Gut, ich bin geboren in Argentinien im 45. Jahr. Meine Eltern sind gekommen von Europa, von Polen, Bukowine, sich dort bekannt, geschaffen eine Sprache mit 3 Söhnen. Einer ist leider schon nicht da, der Älteste. Und ich und mein Bruder Rafael Goldwasser. Goldwasser ist mein Name von der Sprache. Und wir sind aktiv auf Jiddisch, als ein Akteur. Und wir haben sich erzeugt in einer relativ guten Atmosphäre, für Jiddisch, gewisse Freiheiten. Es sind keine Probleme, aber für die jüdische Kirche sind keine gute Zeiten. Ja? Von Aufblick, von sich ausarbeiten, sei ökonomisch, sei kulturell. In den 60er Jahren haben wir Probleme mit Antisemitismus.
Und unsere Mischproche hat beschlossen, sich rüberbleiben kann Israel, Eule sein. Ich bin schon gewesen in einer Jugendbewegung, bin ich gefahren in einer Kibbutz. Ich habe 5 Jahre, eine lange Zeit, gelebt in einer Kibbutz, in Lavot Abashan, in Zofen, auch in Dvir, in Dorem. Und später habe ich gewollt lernen Musik, bin ich raus, gelernt in Tel Aviv Universität. In Chicago Universität habe ich bekommen meinen Mastertitel für Komposition und sich später umgekehrt in Israel. Und in den 80er Jahren, schon mit meiner Sprache, mit 2 Kindern, angeheben die Tätigkeit für Jiddisch. Und ihr seid gewachsen in der goldenen Epoche von Jiddischkeit in Argentinien. Was ist damals mehr eine Stadt? Könnt ihr ein bisschen beschreiben, euer Aufwachsen in Argentinien, Jiddisch Schulsystem? Ja, es ist ein Schulsystem, Presse, 2 tagtägliche Zeitungen, auch Journalen, Zeitschriften, Theatern, Café in der Gegend, die versteht, wo Jiddisch hat gelebt mit Immigranten, welche sind gekommen von Mitteleuropa. Und das ist gewinn stark, Fahrnchurben und noch ein Churben, ein paar gute Jahre. Also das hat bewirkt, wir haben gehabt Kunst, wir haben gehabt eine Zeitung, was vielleicht kommen zu uns heim. Es sind gewinn 2 tägliche Zeitungen, eine hat geheißen die Presse, die zweite die Jüdische Zeitung. Und das ist gewinn nicht nur jiddisch, das ist sehr europäisch. Ich streiche es unter, weil das ist wichtig zu verstehen, der Merchak, die Distanz zwischen der Kultur und die lateinamerikanische Kultur, was ist mehr eine jüngere, eine frischere, eine andere, ja, als der Zusammenkunft von beiden Keuches, dort haben wir sich erzeugen und entwickelt. Ich habe gelernt Musik, ich habe gelernt in einer jüdischen Schule und so bin ich ausgewachsen. In einer Jugendbewegung habe ich heute bekommen eine starke Erziehung, so etwas ist Ideologie, Politik und Idealen und so weiter. Eure Orientation ist gewesen zionistisch euch? Ja, weil die zionistische Bewegung, in welcher ich habe sich erzeugen, ich bin 13 Jahre alt, ist gewesen eine zionistische, eine chaluzische. Darüber bin ich gegangen in den Kibbutz, ja, und der Zionismus ist gewesen, es hat gebrannt in uns, in unseren Beinen, zu verwirklichen unsere sozialistische und zionistische nationale Ideale. Darüber sind wir Eule gewesen, angefüllt mit Ideologie, mit Büchern und mit Glauben und mit Chaläumes. Die Wirklichkeit ist eine andere in Israel. Ja. In Kibbutz haben wir sich angestoßen, als Menschen haben nicht als ein Interesse in Ideologie, so haben gehabt mit 20er Jahren zurück. Aber Menschen leben die Tagtäglichkeit und wir sind noch alles gewesen unter der Wirkung von Idealen, Ideologien. Ich kann eine Sache erzählen wegen dem, aber wir haben andere Themen. Aber ein letzter Thema ist, es gibt damals nicht kein Konflikt zwischen Jiddisch reden, Jiddisch Kultur und Zionismus. Gut, das ist so. Jiddisch ist in jenen Jahren von der Jugendbewegung und der Allee nicht gewesen in der Agenda. Es ist gewesen latentisch, aber es ist nicht gewesen klar, offen. Weil ob es wohl gewesen, wollte es auf sicher geschaffen, ein Konflikt. Ich bin mehr vernommen gewesen mit sich lernen Hebräisch, wenn ich bin Eule gewesen. Ich habe gehabt Sympathie zu Jiddisch, aber nicht mehr wie das. Ja. Ich habe gewollt lernen die Sprache und meine Chaveren haben geredet Spanisch. Aber ich gehabt euch da spanische Zwiebel. Aber nachdem ich bin raus von Kibbutz und Chassane gehabt und gefahren in Amerika und sich umgekehrt, zwischen ein paar gute Jahren, umgekehrt in Israel, ist der Wille, ja überzugeben, eine Kultur, eine Reiche zu den Kindern. Das ist gewesen
sehr klassischer Moment, versteht? Ich habe nicht gedacht, es soll sein gut für mir, ich will machen eine Karriere auf Jiddisch. Und in der Moschel, mein erster Tritt ist gewesen, sich zu verbinden mit Sabres, mit Israel-Geborenen, sich treffen im privaten Häuser, zu sehen, ob Jiddisch atmet bei sie. Und die dosige Revelation, die ist alles, als Jiddisch lebt in ihren Herzen, weil sie euch nicht geguckt auf die ganze Unterdrückung, haben sie in die 50er Jahren, so 40er Jahren, gehört Jiddisch von Tate Mame oder Seide Bobe und sind gewesen glücklich, als die Dolmetscher, was initiiert hat, Treffung gewidmet hat die Themes. Zu die relativ heutigen Tag seid ihr schöpferisch mit Schreiben und Musik. Sagt ein bisschen wegen eurer verschiedenen Projekten mit Schreiben und euch Musik. Gut, also ich bin euch geschult geworden in der Akademie in Tel Aviv und euch in Chicago und sind dem 55. Jahr aber geschaffen, viele Sachschaffungen in Musik, Symphonies, was man gespielt, Kammermusik, auch Operas, was man gespielt, auf Jiddisch, auf Hebräisch und ich habe Videos von sie und Solo-Erräusterungen als Pianist, weil von demselben Jahr an, von 75, habe ich gespielt meine Pieces und das hat mir auch stark geholfen zu entwickeln meine Konzepte. Das heißt, ich bin nicht nur abhängig in andere Künstlers, Performers, ja, was haben gespielt, viele und so weiter. Ich allein habe gekannt erräustert von dem Publikum und sehen, was es geschieht dort. Auch wenn das Publikum ist oftmals weit von einseitiger Musik. Das heißt, ich habe entwickelt eine Sprache einseitige, aber eine eigenartige auch. Und ich habe gleichzeitig auch entwickelt die Klezmer-Musik, die jiddische Musik. Ja? Und im Beker von den 90er Jahren an habe ich geschrieben Tausender Nigunim. Ein kleiner Teil von dem sind gespielt geworden in verschiedenen Ländern. Ich habe gehabt, die Maslos, meine Tochter, spielt Cello und sie hat aufgeführt, das auch nicht nur von Klezmer-Musik, sondern Konzerte in Land und in Ausland. Und auf dem Gebiet von Schreiben habe ich herausgegeben, gemacht 10 Bücher. Die Mehrheit ist Theater, auch Poesie und auch wegen Publizistik, weil Aktualie ist mir ständig gewesen sehr wichtig. Aber ich herausgegeben noch einen Mord von Yitzhak Rabin, habe ich herausgegeben ein Bücher und mit einem Jahr zurück habe ich herausgegeben ein Buch auf Hebräisch, was heißt die aschkenazische Optie. Und dort sage ich, Aschkenazischkeit ist Jiddischkeit. Man darf sich nicht schämen, man darf es nicht makriv sein zu zionistischen Idealen, nur verkehrt. Das ist gut für Zionismus, das ist gut für Israel, als man entwickelt dem ethnischen Jesod unseren, wie auch die anderen ethnischen Jesodes. Habe ich geschrieben ein Buch mit einer Sammlung von Artikeln, sehr programmatisch, politisch auch, im Sinne, als ich sage, als man darf oben eine Vorsteherschaft in Knesset, anders wird es nicht gehen. Man darf oben Geld, man darf oben Macht, man darf oben eine Wirkung auf der Medien, ob du willst verwirklichen deine Ziele. Anders bleibt es ein Wunsch in dein Herzen und für deine Chaverim und Scheune. Habe ich wegen dem geschrieben. Gut, lassen wir reingehen ein bisschen in dem. Ich habe dem Reuschem, als es gewesen ein bisschen ein Machleukes wegen dem. Wegen dem Begriff, als es soll sein ein Status für Aschkenazim. Menschen teilen, als Aschkenazim haben zu viel Status.
Was ist Ihre Antwort auf die Kritiker? Ja, es ist so. Erstens, sehr wichtig zu verstehen, es ist da Amarazes. Die meistens von der Bevölkerung weiß gar nicht wegen der Geschichte von Ashkenaz. Der Ausnahme, kann man sagen, ist die Charedim, welchen Iten ab, die orthodoxe Beiker, nicht die nationale religiöse, ja, nur die Charedim, iten ab eine Emschachtigkeit, was ja nimmt da rein, sie Welt benehmen, euch von den Tfutzes mit einem größeren Respekt und Kuvet zu den vorigen Deures. Bei sie ist es da, bei der Bevölkerung da im Land ist gar nicht da, weil der Zionismus hat es nicht gewollt. Der Zionismus hat verschwarzt, nicht nur den Namen, die jüdische Sprache, hat verschwarzt die aschkenazische Geschichte. Das heißt, aschkenazisch ist gar nicht. Das Einzige, was ist, ja, da ist der Churban, darf man besuchen, Polen und die Lager und so weiter und verstehen, wie wichtig ist Israel, so ein eigenes Land, ein souveränes Land, wo wir können sich verteidigen. Ihr versteht, wir befinden sich vor einer geistigen Churban, was wir wissen gar nicht von unserer Geschichte, von Fernchurban, von unserem Leben. Und das ist nicht nur, es lässt sich da wegen Geschichte, es lässt sich wegen dem Spraches mit 3 Deures, 4 Deures zurück, welche sind gekommen in Land und sie haben geschaffen die Medine, weiß man gar nicht. Einmal tracht man, also wir essen ein bisschen gefüllte Fisch oder wir sagen ein bisschen Witz, als geht man rein in die Atmosphäre. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht da ein reiner Zugang zu der Geschichte. Ich sage nicht, dass alles in Geschichte ist gut. Verständlich sind da verschiedene Keuches in der Geschichte. Aber wir leben mit ausgetrachtem Einses. Und das muss geändert werden. Und mein Ruf ist nicht nur zu den Ashkenazim, nur zu allen Juden in Israel. Wir sollen anerkennen. Wir haben euch geschrieben, einen Gesetzvorschlag mit 2 Jahren zurück, was wir haben gebracht in Knesset. Wenn Sie noch gewähnt, die Regierung von Bennett und Lapid, ein Gesetzvorschlag, was sagt ganz positiv, Israel muss anerkennen die Kulturen, die Kultur Jerusche von allen Eides, Iden und Nicht-Iden. Ja, von Iden verständlich, von den verschiedenen Kulturen, von Meire, von Mizrach und auch von den Arabern, von Tscherkessen und von Beduinen. In Israel ist nicht so eine Sache. In Israel, in der Megillat HaAtzmaut, die Deklaration von der Unabhängigkeit, wird gesagt, dass man darf bringen kein Israel-Iden von der ganzen Welt und da werden sie automatisch Einwohner, Mitglieder von der Medine und so weiter, aber kein Wort, die das begriffen von Ashkenaz und von Mizrach und von Sfarad und andere ethnische Gruppen, werden bechlall nicht der Mund dort. Man redet wegen Jiden. Was das ist eine Abstraktion. Jiden, aber sie sind konkrete Jiden, was haben gelebt in einem Kontinent und im zweiten und sind in Kontakt mit anderen Kulturen. Wegen das weiß man und will gar nicht wissen. Und das kann ohne sich entwickeln im Moment, wenn Menschen durchgehen eine tiefe Krise und verstehen, dass die Ideologie, wo sie oben sind, mehr nicht wert. Sie tun auch Lügnereien. Und sie dürfen wollen eine neue Ideologie. Sie können sein nationalistische, nur stark angespart in der Geschichte oder die Geschichte von unseren Völkern.
Was gewinnt der Resultat von einer Wendung. Gesetz, eine Wendung? Gut, also so, man hat nur uns gesagt, als angenommen, als unsere Wendung ist angenommen geworden, aber es ist nicht mehr kein Schulkontakt, weil ich habe geklingelt telefonisch, geprüft, sich treffen, aber das Leben von der vorigen Regierung ist gewesen kurz, es ist gewesen, ich glaube, 1,5 Jahre, nicht mehr. Aber der Gesetz, Vorschlaggesetz ist da, einzutag, der Momentum ist nicht so gut, es zu beneiden, aber man muss auch mehr Keuches. Man muss auch mehr Keuches, mehr jüngere Keuches, welche nehmen sich das unter, versteht, weil wir haben geprüft, zu schaffen ein Lobby in Knesset für die Weltanschauung und sie gewinnt schwer. Und ihr dürft wissen, also in der Media und auch in der Knesset sind da klare anti-aschkenazische Attackes von Baker Marokkaner Deputaten, mehr wie in einer Gelegenheit, es ist nicht gewesen eine ausnehmliche Sache, das ist ihre Position und ich sage nicht in der Media, in der sozialen Media sind da gefährliche Ausdrückungen von Aschkenazischkeit. Aber die Knesset-Deputaten halten sich nicht für Aschkenazen, sie halten sich für Israelim. Also sie machen sich nicht wissendig. Aber sie verstehen nicht, also so geben sie eine Hand zu den Gegnern von ihrer Kultur, von ihrer Jesod, ja. Und der Masse in dem Sinne ist schwerer und bin ich sehr zufrieden, als wir haben geschaffen dem IBAC, dem International Board for Ashkenazi Culture. Es ist eine Körperschaft, was bringt rein eine breite Dimension und Autorität, die der dosiger Begriff von Ashkenaz, Geschichte, Werten, religiöse und weltliche. Das heißt, wenn du redest wegen Ashkenaz, kannst du nicht reden nur wegen Weltlichkeit, wie der Jiddishismus hat es natürlich und oft getan. Der Zugang ist mehr breiter und der Hauptinteresse ist das Übergeben, das Jerusche, für die neue Deures. Wo kann man sich der wissen wegen der Organisation, wie soll kann man finden eine Webseite oder eine E-Mail? Es ist da ein Forum 21 on behalf of the Ashkenazi Culture and Heritage. Das ist eine Facebook-Seite auf Englisch. Sie sind ohne, sie sind noch nicht genug entwickelt. Aber dort kann man stellen Fragen, sich der wissen. Und sie dort zwei auf Hebräisch. Eine, was heißt Degel Ashkenaz, die Ashkenazische Fond. Und der zweite, was heißt Forum למען הזהות והירושה האשכנזית. Der Forum für die Identität und aschkenazische Kultur Jerusche. Es ist sehr wichtig zu reden wegen der Identität, weil die Identität ist auch dem Jochid. Und dem Jochid, wo soll bauen als eine neue oder beneite Identität, wird gar nicht geschehen. Nicht genug Leute Aschkenaz. In Amerika sind da sehr schöne und kluge Kursen in verschiedenen Institutionen, wo man redet wegen Aschkenaz. Aber in die Kursen ist nicht da ein Ruf zu Aktivismus. Das heißt, zu Proben übernehmen in tagtägliche Leben die dosige Werten und sie übergeben zu den neuen Deures. Bei den Jiddishisten ist es mehr aktivistisch gestimmt, nur es ist begrenzt in die Horizonten, in die gesellschaftlichen, politischen Horizonten. Und das ist ein Schade, ja, weil der Potenzial ist größer. Ja, weil Menschen
meinen, dass es da Konflikt mit Zionismus, ne? Der Konflikt ist Beiker von Zionismus mit uns. Das heißt, wir haben nicht keinen Konflikt mit Zionismus als Gedanke. Aber ja, sie da eine Komponente in Zionismus, mit welchem wir sind sehr zerkriegt, und ist der Komponent von Schliles Agualut, Negieren dem Goles. Alle anderen Ziele von Zionismus sind gut für uns. Aber der dosige Komponent, was sie gewähnen, so stark in der Vergangenheit, und sie ist so stark auch in unseren Zeiten, nur es ist mehr verdeckt, ja, das ist nicht anerkennen dem Ort und dem Wog von der jüdischen Geschichte, ihre Werte, ihre Schaffungen, die jüdische Literatur und von anderen ethnischen Gruppen. Das ist Punkt dasselbe, wie sie gewinnen in One von der Medina. Und zu sein klar, ihr seid nicht gegen andere jüdische Kulturen, Beispiel Mizrachi, Sfardim. Verkehrt, ich wollte gesagt. Der einzige Öfen, mir soll zu geben, einen neuen Status für Ashkenaz, ist durch der Mitarbeit mit den anderen Kulturen. Ich bin gegen die Manipulation, was man tut heutzutage, und was ist dafür Manipulation zu schaffen, eine Gegnerschaft von den mizrachischen Jiden mit den aschkenazischen, europäischen Jiden. Ich bin gegen dem, ja, aber im Prinzip nur, wenn man wird verbessern die Situation, die Beziehung zu allen Kulturen, wird der Matze von ihnen sein besser, ja. Also das ist klar für jeden einen, was hat lieb Kultur. Verstehen, für Menschen, welche minder schätzen Kultur und Literatur, ist sehr leicht zu manipulieren, zu tun, was sie wollen. Für einen Mensch, was hat lieb Kultur ohne Grenzen. Dem Universalismus von Kultur, von Literatur, von Musik ist klar. Gut, noch einmal geht der Namen von Facebook-Gruppe auf Englisch. Forum 21 on behalf of the Ashkenazi identity and heritage. Ungefähr. Kommt da rein. Lass mir führen einen Dialog wegen Gott die Themen, was ist so gorlig für ein Kium von Iden in Amerika und über der Welt. Wir werden sich durchreden. Und in dem Dialog müssen wir oben Iden von Englischredenden und Russischredenden und Israelim und Europäer und Lateinamerikaner. Der Dialog, das wird weisen, der Koyach von der Ashkenazigkeit. Es kann nicht sein nur Israelisch. Es kann nicht nur dasselbe mit Jiddisch. Mit Jiddisch ist leichter zu verbinden Menschen durch die Sprache. Aber Ashkenazigkeit, das fordert zu bekennen mit den Mentalitäten und Geschichten, welche sind konsolidiert geworden in die letzten Hunderte und Zehnlicher Jahren. Ein Mensch, was ist erzeugt geworden, ein Ratenverband, hat eine gewisse Kultur, eine geschichtliche Erfahrung und schaffen einen Dialog mit ihm, ist nicht gesucht. Nicht genug, dass du kennst Jiddisch und du redest wegen hast. Man darf sich bekennen mit der Idiosynkratie, mit der Eigenartigkeit von Jiden und von anderen Jiden, gedeiht zu schaffen eine neue Solidarität. Und die Solidarität wird herausstrahlen mit Glauben in unserer Kultur, in unserer Zukunft. In dem Moment existiert das nicht. Wir müssen es schaffen. Und der Jochid spielt da eine große Rolle. Wir reden wegen Kulturen von tausenden Jahren, aber ein Jochid und ein zweiter und ein dritter können uns in dem Flacker. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, teure Freund und Liebhabers von Jiddisch. Da redt lieber Esel Gritz von dem Bostoner Arbeiterin. Wir wollen haben ein wunderlichen Konzert von unser jiddischen Chor
a bessere Welt. Mit speziellen Gast Daniel Kahn. Der Konzert wird vorkommen dem 10. Juni, sei ponem el ponem, sei durch der Internet. Man kann gefunden die Protem bei circleboston.org. Noch einmal circleboston.org. Seid mir alle gesund und stark. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Lass mir sagen, wenn zu einer größeren, sehr berühmte Kulturorganisation Levikos. Ihr seid der Vorsitzender von Levikos. Der erzählt unser Eulam, ob Sie wissen nicht, wegen Levikos auf jeden Fall die Geschichte und was ist die heutige Lage. Gut, Levikos, der Binyan, ist geschaffen geworden, ist ausgebaut geworden, Chanukes Abayis, ist gewesen in 1970. Die jüdischen Schreiber und Journalisten haben sich angehoben zu organisieren in Israel im Jahr 1928. So sind gekommen Chaluzim von Rumänien, von Polen, von Russland, was haben gekannt Jiddisch, was haben sich gelernt Hebräisch, aber sie haben nicht gewollt mehr weiter sein aus ihrer Kultur. Haben sie sich organisiert, herauszugeben eine Zeitschrift, sind nicht gewesen leicht, weil schon der englische Mandat hat gewollt anerkennen Hebräisch und Arabisch und Englisch, aber nicht Jiddisch. Jiddisch ist gewesen eine fremde Sache. Aber heutzutage, wir führen weitere Tätigkeit. Wir haben Lektien, wir haben jiddische Kursen, wir haben einen Verlag. Es gibt heraus jeden Jahr neue jiddische Bücher. Jeder einer kann sich einkaufen online und unser Webort ist www.leyvik.com. Ihr geht da rein in unser Büchergeschäft, wird ihr sehen unsere Bücher und ihr könnt sich einkaufen. Und das ist ein Akt von größer Chashivas. Das ermutigt neue Schreiber und das erhöht dem Niveau von dem jüdischen Renaissance über der Welt. Auch man lernt ein Buch, demnach bekennt man sich mit Welten, mit Personagen, mit Schaffers. Also das ist unsere Tätigkeit und wir haben einen eigenen Binyan. Es auszuhalten ist ganz nicht leicht und wir jahrelang suchen wir so Ausschulen, junge Quadren, die sollen übernehmen die Arbeit in die kommenden Jahren. Eine Sache von uns wissen, also ein größer Dämm ist gefallen. Wir haben verloren Bassmann, Rivka Bassmann, Ben Chaim. Ja, Rivka Bassmann, Ben Chaim, wir sind gewähnt, so enorm, und wir sind weiter noch. Ja. Sie hat gelebt 98 Jahre, hat sie gehabt, das Sachjahren zu sein in der Spitze von der Institution, ja, und uns begleiten mit ihren Schaffungen, mit ihrem Geist und sich von ihr zu schäden, ist zu schäden von einer ganzen Gruppe, von die, dass ich Poeten, welche sind gekommen in Land und uns übergeben an Jiddisch, was ist von dem tiefsten Qual, ja, und ihre Persönlichkeit. Ihr letztes Buch, was wir können sich einkaufen in unser Bücherkram, redet wegen gewisse Lieder, was hat geschaffen noch in Lager, in Arbeitslager verfreuen und andere Schaffungen, was passieren sich zum Churben, ja. Und es ist schwer auszudrücken mit Wörtern, was sie hat gemeint für uns, weil das ist weiter aktiv, ja. Eine Sache, wir können sagen also, sie hat aufgenommen ihr Kabbalis Ponym für jeden einen, was vielleicht reingehen in Binyan.
Israelim oder von Ausland, ist gewesen so warm, so mutterlich. Eigene Kinder hat sie nicht gehabt, aber sie hat euch der Zeugen Teures in Kibbutz am Apil, wo sie gewesen Chavarte, als Menschen wollen sie nicht vergessen und übergeben ihr Geist, ihr Glauben in Natur, in der Zukunft, in alle schöne Sachen, was wir haben. Ja? Also das kann ich sagen, meine zwei Aspekte. Einer, was ist gelernt geworden bei der frischen Käfer, und ein zweiter, was ich gewinnt zu ihrer Schläuche. Ein Teil davon wird auf den Schwell, in kommenden Nummer. Sehr schön. Covid, ihr Andenk. Ihr seid gewesen bei ihr Levaya, war das? Ja. Was könnt ihr uns sagen wegen der Levaya? Gut, die Levaya ist gewesen 30 Jahre später nach der Levaya von ihr Lebensbegleiter Mula Ben Chaim, ein Maler, ein Aktivist, sehr bekannter, im selben Ort von Kibbutz am Apil. Bin ich dort gewesen, mit 30 Jahren zurück, mit Feivel, Siegelbäumen, Zechrone Brüche. Und jetzt noch einmal, sie gekommen eine kleine Zoll Menschen, aber jeder einer, was sie gewesen dort, repräsentiert, ob sie gewesen die Besprache, Levikois, Miriam Trin hat euch geredet. Und bei Iker ist gewesen sehr rierheftig das Reden von ihr Satal mit, was sie hat erzeugen in Volksschule. Sie gewesen eine Lehrer. Und ihre Talmidim sind sehr tief verbunden mit ihr geworden, im Verlauf von allen Jahren. Ihr versteht, sie hat verlassen den Kibbutz, sie ist lieber kein Herzliya, aber das sind Menschen, welche sie hat sie erzeugen, sehr Liebschaft zur Natur, zur Freiheit, zu der größeren Welt, zur Jüdischkeit, zu Jiddisch, hat sie erzeugen, als einer von sie hat angeführt mit der Levaya. Und ich habe euch geredet, es ist gewesen sehr zniesdig, aber sehr bedeutungsvoll. Und sie ist beerdigt daneben der zweiten Levaya von Mula Ben Chaim, dem Maler. Wenn so sein ihr Andenk, ein teurer Mensch, hat sich allein bekannt mit ihr etliche Mal bei euch in Levikois. Wir haben ihre Bücher, wer es will sich einschaffen, ihre Bücher, darf sich nur wenden zu uns. Gut, auf eurer Webseite levik.com? Ja. Etwas so. L-I-Y, ich sage es, weil wir können schreiben Levik anders, ich sage L-I-Y-V-I-K. Oh, gut. Point.com, kommt ihr rein und ihr werdet sich da wissen, von was wir tun. Wir führen oft jüdisch Schmues, einmal in Chodesh, wo jeder eine kann rein. Wenn die Zoll beteiligt ist, eine Größe, wir zerteilen sich in Zimmern von 6, 7 Menschen und wir reden wegen einer gewissen Themen und wir bekennen sich und das verstärkt uns sehr. Als auch andere Jüdischisten, was haben nicht mit wem zu reden, fühlen sich sehr einsam und sie finden sich, als sie sind in Sof von der Wege, von der Kufe. Und da, wenn wir treffen sich zusammen, das ist ein Gefühl von einer Ordnung und von einer Möglichkeit, überzugeben. Und wir reden eine Sache, wir bringen Kinder zu unseren Zoom-Treffungen, die sie sollen bewirkt werden von der schönen Gesellschaft von Seidebove. Das heißt, ihr führt an mit Zoom-Treffungen? Ja, die Treffungen sind in Zoom. Auch andere, ja. Es kann sich beteiligen von anderswo, zum Beispiel von Amerika? Ja, von der ganzen Welt. Und sie da, wer es beteiligt sich. Und von Europa. Wir können bringen viele 100 Beteiligte in eine Session. Es kommt da rein, der erzählt wegen was will. Ihr könnt vorlegen etwas an Themen. Jedenfalls, sie da zweite Aktivist in Israel, das heißt Eli Scharfstein. Führt es euch und sie ist sehr schön.
Menschen haben es lieb und Menschen schätzen es. Also sie treffen sich mit den Geschichten von der ganzen Welt und einmal lernt man ein Lied und das vereinigt durch die Literatur. Ob du lernst in der Anwesenheit von 30, 40 Menschen, die 30, 40 Menschen werden Brüder, Schwestern zur Schaffung. Das ist sehr wichtig in der Zeit von Corona. Ja, ja. Und jetzt ist es weiter wichtig, aber es ist anders. Ich führe euch an Zoom-Theater. Wir haben schon produziert 5, 6 Pieces und am 14. Juni wollen wir vorlehnen an einen Akteur von Anskin, was heißt Vater und Sohn. Auf Jiddisch? In ganz Neufjiddisch. Das Mal Ellen Muraskin von den Vereinigten Staaten, was hilft in dem Projekt, hat es immer gesagt, so auf Englisch, weil das kann zu ziehen noch mehr. Öfter du kannst helfen einmal, ob wir will bringen den englischen Text zusammen mit den Vorlehnern, weil von einer Seite haben wir gesagt, nur die Vorlehnern, die Sprache ist klarer, weil mit Sätze. Von der zweiten Seite, wer es versteht nicht kein Jiddisch oder ein bisschen schwach Jiddisch, über den englischen Text kann er besser verstehen. Wir können bekommen den Text vor der Vorlesung und nach der Vorlesung. Aber das ist ein wichtiger Mittel zu verspreiten und im Zoom-Theater. Gut, ich will geben meine Zuhörer und Zugucker auf unserer Webseite die Informationen. Das ist ein wichtiger Vorkommen. Gut, gut. Und noch einmal, wann kommt das vor? Dem 14. Juni? 14. Juni, 18. Säger, Israelzeit, ja. Das ist nicht so weit. Das ist bequem bei uns in Amerika. Ja, wir bemühen sich, es soll sein als eine Show. Ja. Und wie kann man sich verbinden? Durch Facebook oder durch die Webseite? Durch Facebook von Beislewig, dort geben wir alle Protein, als Menschen können rein. Es ist beginnen verständlich. Und der Mann uns noch einmal, wo gewinnt sich Levikois Hilfe in Israel? Das ist ganz zentral, ja? Noch einmal? Wo befindet sich Levikois? Gut, gut. Das ist ganz zentral. Und Menschen sollen ja, wissen. Der Adresse ist Dovhaus 30, das ist in Tel Aviv, 9 zu Dizengoff und Gordon. Jeder Jid von der Welt, was will uns besuchen, ist gewünscht, er soll uns schreiben von voraus, weil wir sind nicht offen jeden Tag. Uns geben zu wissen, weil wir ihn sehr schön und warm aufnehmen. Sehr gut. Und was ist die E-Mail-Adresse? Unsere E-Mail-Adresse ist leyvik mail mail strudel gmail.com. leyvikmail@gmail.com. Ja, kann schreiben zu uns, stellen Fragen, uns geben zu wissen, ob kommt kein Israel, ob will sich beteiligen in ein Projekt, ob will geben ein Referat, gibt uns zu wissen, was mehr der Jiddischismus wird sein international, universal, wird er sein reicher und es wird zuziehen mehr und mehr Menschen. Yes. Ihr tut auch noch schöne Sachen. Es ist gedeiht zu reden wegen sie alle. Lass uns auch wenden zu eurer Jiddisch Lerntechnik, was ihr geht über jetzt auf YouTube. Wegen Intonation meint Ja. er? Gut, ich bin ein Musiker und ich bin ein Jiddischist, aber ich entwickle die Themen von jiddischer Intonation. Das heißt, die Melodie von Jiddisch, ja. Und ich habe schon die hunderte Talmidim, was haben sich gelernt in Kursen. Weiker durch Zoom, oder sie haben gelernt meine Artikel, wo ich kläre auf die Wichtigkeit
von der Themen, gedei zu reden klar und zu gedenken besser und gedei die Emotionen sollen sein stärker und gedei so ein Gefühl von Jüdischkeit. Ich sehr gewünscht, nicht zu ignorieren die Themen von der jüdischen Melodie, ja, was jeder kann sich lernen. Neue Kurs nehmen wir die ganze Zeit. Ich mit seinem Kurs durch einen Arbeiterring in New York. Und wer will in einem anderen Land eine Lektie, er darf sich zu mir wenden. Und die Intonation gibt ein gutes Gefühl, als du bist auf dem richtigen Ort. Ob du beherrschst nicht die jüdische Intonation, hast du damit das Gefühl, als du bist ein Gast, ein Tourist in der Sprache. Und du willst nicht sein ein Gast, ein Tourist. Du willst dich fühlen, als du bist auf deinem Ort. Und vor dem darfst du sich bekennen und sich vereignen an der Intonation. Ist wichtig, wie sucht man auf euer YouTube-Kanal? Was ist der Name von Kanal? Von Beit Levig. Nein, ich habe verstanden, sie hat allein einen YouTube-Kanal, nein? Ah, ihr sucht Daniel Galay Intonation, Yiddish Intonation, wird es erräuft. Okay, sucht auf Daniel Galay, Galai, Yiddish Intonation, mit Englisch Oasis. Yes, wird jeder gehen. Und euch berät etwas eine Schwierigkeit, schreibt zu mir und ich will euch schicken, da erschienen bis jetzt 3 Filme, auf Yiddish und auf Englisch. Solche, die sind nur auf Yiddish, solche, welche sind mit Englisch. Aber ständig ist da Beispiel auf Yiddish. Und ich habe schon zugeredet, ein Wegweiser, was ist ein Text, wo ich bringe zu neu meine ganze Erfahrung, was ich hoffe, also im Verlauf von dem Jahr wird es erschienen und jeder einer wird sich können benutzen damit, zu arbeiten auf seine Intonation auf einen unabhängigen Häufen. Und noch eine Frage wegen dem. Geht ein Moschel wegen jüdischer Intonation? Was darf man wissen? Was ist ein Moschel von Armenien wegen dem? Ein Moschel von Intonation Feller und wie so man darf es tun richtig? Gut, also so. Es ist sehr leicht, geben die Intonation von einer Frage, ja, mit einem Fragwort. Einfach so, was machst du? Also ist es auf Jiddisch. Der Was ist auf dem niedrigsten Ton und bald gehe ich herauf in Diminuendo. Das heißt, bei Melech, bei Dregedik, gehe ich herauf in der Melodie und sie wird stiller und stiller. Was machst du? Auf Englisch will ich sagen, what are you doing? Der What, die Fragwort, ist auf dem ersten Ton und danach immer Badrege die Karop, sei in Pitch und sei in Volume. Das ist wichtig, die Koordinaten, ja, was spielen die Rolle. Ich will auf Jiddisch sagen, was machst du? Versteht man, was ich will, weil mir dechiffriert die Wörter, ja, aber es ist auch etwas, was ist artifiziell, was ist künstlich. Was machst du? Wie heißt du? Aber einfach so, was machst du? Wie heißt du? Das ist Jüdischkeit. Und ich kann geben sehr als Beispiel, ja, die Filme will euch helfen, weil sie sind gebaut auf Beispiel. Und die Hauptschwierigkeit ist in dem, was der durchschnittliche Mensch benutzt sich nicht mit seinen niedrigsten Tenor. Und man darf sich lernen, sei zu der Gröchen gehen, runter in den Keller und von dort schaffen den Akzent, ob sie es in Anhebsatz, in Mittensatz oder zum Sof. Und man darf es praktizieren, man darf stark wählen, zu singen auf Jiddisch. Ihr
seid doch ein Musiker, darf man kennen Musiktheorie, kann zu herrschen die Sachen? Oder das hilft? Heute mir verregnet sich gewisse Begriffe von Musik, hilft es. Ja, das hilft. Aber intuitiv, jeder einer ist ein Musiker. Jeder einer singt in seiner Sprache. Da redet sich wegen einem Gesang, was ist nicht der gewöhnlicher. Darüber darf man es verstehen und sich lernen von nativen Rednern von Jiddisch. Ich will nur bemerken, als ein Metzer kann reden, ein fantastisches Referat, sehr interessant, mit einem reichen Vokabular, oder aber die Intonation soll sein eine schwache. Es kann geschehen und es geschieht. Nimmt es in Acht und fordert für sich allein und von anderen, als die Intonation zu sein eine richtige, weil dem wollte alle Gefühle und alle Gedanken kommen heraus mehr gelungen, versteht mehr jiddischlich. Eine Sache, was hat mir gesagt mit der Zeit zurück, wegen einer von unseren Programmen, hat gehabt zu tun mit jüdischen Asol. Wir haben interviewt Rachel Rojanski wegen ihr Buch Jiddisch in Yisrael, was ist damals noch was heraus auf Englisch. Und wir haben Tage geredet wegen Jiddisch in Yisrael. Ihr hat gehabt etliche Reaktionen zu ihr Zugang zum Buch zu Jiddisch in Yisrael. Was wollt ihr sagen wegen dem? Gut, was ich habe zu sagen, ist ganz poschet. Das Buch, Ihr Buch, ist reich in Fakten, in Forschungen, es hat gerade Dokumenten für sich. Und das alles kommt daraus in Buch, wahrscheinlich Jiddisch Theater und die Presse und Radio, was will. Aber ihr Zugang ist auch offizialistischer. Sie kommt zu berechtigen die Politik klappe Jiddisch von dem Establishment, von Ben-Gurion und von der ganzen zionistischen Bewegung. Sie berechtigt es. Sie nicht da, keine Kritik. Und das ist ein Problem. Weil jeder einer weiß, jeder Kind weiß, als in Israel vor der Entstehung von der Medina und nach der Entstehung ist gewesen eine negative Stellung. Wie weit verspreit ist gewesen, wie tief und für was, wo ist sie gelungen und was ist nicht, darf man verschiedene Forscher es herausbringen. Aber im Moment, als man geht heraus von der These, es ist nicht gewesen, keine Unterdrückung von Jiddisch, dem die ganze Forschung ist sehr begrenzte, weil du gehst nicht rein in die alle Gebieten, wo du was gekannt ausforschen, wie soll die Unterdrückung hat gespielt eine Rolle und wie soll die jüdischen Redner haben sich verteidigt. Ja. Ich habe euch eine Kritik in dem, was es wird beklar nicht gerät, als der Emschachdor Liebowers von Jiddisch, der Deutsche Verband, hat gespielt die zentrale Rolle in die Gesetzgebung Leteuves Jiddisch, was zum Sof hat sich geschaffen im Jahr 96 die Instanz für die jüdische Kultur. Das wird im Ganzen nicht der Mond und das ist verständlich, geht zusammen mit dem Zugang von Nicht-Kritikieren, weil der Dossiker Gesetz hat sich gebaut auf dem, als man jahrelang nicht gegeben zu Jiddisch dem richtigen Ort, ja, anders war was zu schaffen mit dem Gesetz und die Instanz. Und das ist ein größer Fehler. Und ich meine, dass in der Zukunft andere Forces werden das Metaken sein, werden das verrichten und entdecken mehr und mehr Sachen, weil Menschen, die Mehrheit von der Bevölkerung ist schon in Tel Aviv und gerät mehr Jiddisch wie Hebräisch, weil alle Immigranten, welche sind gekommen im Land,
noch ein Krieg euch. Sehr Muttersprache von der Mehrheit ist gewesen Jiddisch. Ja, ja, sie haben gewollt sich lernen Hebräisch. Sie haben gewollt sich israelisieren, ja. Aber keiner von sie hat nicht Feind gehabt, Jiddisch, sehr Muttersprache. Der Mimsad, der Establishment, ja, weil es ist gewesen ein stark eingewurzelter Gedanke mit der Logik, sich der Weiteren von Goles und nicht trachten, weil anders wollte es gekannt, die Verbänke nicht zum Goles, weil gekannt bringen Menschen sich umkehren zum Goles. Und Menschen haben gedacht, sich einwurzeln in die Sanden von Israel, ja. Gut, ich meine, als eine letzte Frage, weil es läuft die Zeit, aber sie hat, wie ihr sagt, hat sie bestimmt nicht genug der Mund Liebhabers von Jiddisch. Efter kennt ihr geben auf jeden Fall eine kurze Geschichte wegen der Organisation und ja, was sie hat getan für die Instanz für Jiddisch und was ist die jetzige Lage, was ist geworden mit Liebhabers von Jiddisch? Gut. Wenn die der dosige Neuer Verband, Emschachdorfer Liebhabers von Jiddisch, hat sich geschaffen im Jahr 1989, eine von seinen ersten Beschlüssen ist gewesen, vorlegen als ein Gesetz und schaffen eine Lobby, sich wenden persönlich zu Knesset-Deputaten. Und das ist gewesen eine Arbeit von Jahren bis zum 96. Jahr. Der Dosiker, ich bin in jenen Jahren gewesen, ein bisschen länger von ein, habe ich angeführt mit der Tätigkeit, mit guten übergegebenen Chaverim wie Lito Skuditsky, Shula Wabnik, Yossi Schnell und andere. Und wir haben durchgeführt so Wochen in verschiedenen Orten vom Land, weil wir sind ein Gemeinde dort, was hat noch eingesappt Jiddisch von den Eltern. Und sind ein Gemeinde zwischen uns auch Geborene in Israel, Yosabres. Und ein Tag, die Tätigkeit geht on, wenn mein Sohn Asaf Galai und Alex Wolinski und Gabi, noch einer, 4 non mit der Tätigkeit. Der Jesod ist ein bisschen anders, weil ein Tag, die Anführer, in älter von 30, 40 Jahren, haben sie nicht so tief eingesappt dem Jiddisch von der Mischproche. Aber sie verstehen, sie allein haben 2 Vorsteher in dem Rat von der Instanz. Der Rat ist von 21 Mitgliedern. Der Emschachdor hat 2 Vorsteher. Der Levikois hat auch 2 Vorsteher. Und andere sind von anderen Institutionen. Also sie gehen an und sie spielen eine Rolle. Ja? Sie sind ein wichtiger Akteur in der Tätigkeit von der Instanz. Und Emschachdor befindet sich auf dem Internet oder Facebook? Ihr könnt sich wenden zu Levikois, wird ihr bekommen alle Proteine, also zu verbinden mit dem. Gut. Und also sich zu verbinden mit euch und zu folgen eurer Arbeit, soll man sich wenden zu was? Ihr habt eine eigene Website? Mein Adresse ist Galai Daniel 1, Galay Daniel 1, Strudel, gmail.com. Das ist meine Adresse, wer es will zu mir schreiben, wegen die alle Themen, was ich habe geredet oder etwas anderes. Aber schreibt zu mir. Gut. Einen größten Dank, Jascha Quach, für alles, was ihr tut. Danke euch. Ihr tut eine wichtige Arbeit. Mark David mit dem Radio in Boston. Radio ist ein wichtiger Mittel. Die Zeit der Nächten wird der Heid.
eingelernt läuft und ledig wird der Heu, was hat verzamt der Welt, wo gar nicht dort fällt. A Stiebele von Ziegel, a Ziegel zum Wiegen, a Gleckel auf den Bäumen, so wecken schöne Träume. A Stiebele von Ziegel, a Ziegel zum Wiegen, a Gleckel auf den Bäumen, so wecken schöne Träume. Es geht sich die Zeit, der Morgen wird der Heid, ein junger, freier Freund, verlosen Himmelschland zu suchen in der Welt, als so eins, was noch entfällt. Am Mädel, als schönst, nicht da sein noch eins, als Schlüssel von Zaphiren, was heften alle Tieren. Am Mädel, als schönst, nicht da sein noch eins, als Schlüssel von Zaphiren, was heften alle Tieren. Verschwunden ist der Eid, als Sockenbach der Schwelt, an eigenstilte Welt, verloren in der Welt, vergessen was im Feld. Und nirgends hoch und Luft, nach Lecke rufen, der Mann verwachte Träume, verblieben auf die Bäume. Und nirgends hoch und